Der Internationale Tag der Gebärdensprache ist jährlich am 23. September. Ziel ist, auf die Bedeutung der Gebärdensprache und die Notwendigkeit barrierefreier Kommunikation aufmerksam zu machen. Heute beschäftigen wir uns damit aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Hallo und herzlich willkommen bei Sehen statt Hören. Forscher der Max-Planck-Gesellschaft gehen davon aus, dass weltweit rund 7000 Sprachen existieren. Und es werden immer wieder neue entdeckt. Und wie sieht es mit Gebärdensprachen aus? Es gibt mehr als 200 verschiedene Gebärdensprachen, die von über 70 Millionen gehörloser Menschen weltweit verwendet werden. Davon sind nach Informationen der WFD bislang nur 67 anerkannt. Die DGS gehört erfreulicherweise dazu, und das seit 20 Jahren. Schauen wir doch kurz mal zurück, was sich auf Gesetzesebene seitdem verändert hat. Aufgrund dieser gesetzlichen Grundlagen haben Hörbehinderte in verschiedenen Lebensbereichen Zugang zu Kommunikation durch Gebärdensprachdolmetscher oder andere Kommunikationshilfen. Da hat sich schon einiges getan. Und so könnten wir doch heute eigentlich davon ausgehen, dass Gebärdensprache in der Gesellschaft fest verankert ist, oder? Das habe ich auch Thomas Geisler von der Humboldt-Uni in einer Gesprächsrunde gefragt. Natürlich dienen die gesetzlichen Grundlagen der Unterstützung, damit wir ein besseres Leben haben. Ohne gesetzliche Grundlagen wäre es sicherlich schwierig, das umzusetzen. Trotzdem helfen uns Gesetze nicht allein, ein besseres Leben zu führen. Da muss man genauer hinschauen. Es gibt auch andere Länder, in denen bestimmte Kulturen diskriminiert werden. Zum Beispiel haben Indianer in Amerika eine schwierige Geschichte. Oder nehmen wir die Aborigines in Australien, denen auch die Kultur weggenommen wurde. Diese haben nun auch gesetzliche Grundlagen, doch dies allein reicht nicht, um zum Ursprung ihrer Kultur zurückzukehren. Also ist es schwierig. Da muss man auch bei unserer Entwicklung genau hinschauen. Die gesetzlichen Grundlagen allein, wenn man sich zum Beispiel die Anerkennung der deutschen Gebärdensprache als eigenständige Sprache anschaut, das ist von großer Bedeutung, wodurch sie einen richtigen Status bekommen hat. Doch wenn man genauer hinschaut, muss man fragen, ist die deutsche Gebärdensprache wirklich der Lautsprache gleichgestellt? Eher nicht. Zwar ist die Gleichstellung im Gesetz benannt, aber dem ist nicht so. Das Hauptproblem bei den Menschen ist die Einstellung. Es gibt noch zu wenig Aufklärung über die deutsche Gebärdensprache und ihren Status. Das ist noch nicht in den Köpfen. Viele glauben noch, es ist eine Art Affensprache. Dieses Denken gibt es heute noch. Und so kommen viele kleine Probleme zusammen, die alte Denkmuster fördern und Aussagen wie, was machen die da, dieses komische Gestikulieren. Gelingende Inklusion braucht also nicht nur gesetzliche Grundlagen, sondern auch ein Umdenken innerhalb der Gesellschaft. Schauen wir also, wie Gesellschaften mit Behinderung umgehen. Zunächst ermöglicht uns Patty Shoes-Herman einen Rückblick auf die Geschichte. Es ist immer wichtig, sich anzuschauen, wie Gesellschaft mit Behinderung umgeht und was sie darunter versteht. Wenn man in die Geschichte zurückschaut, zum Beispiel in die Antike, also nach Sparta zu den Griechen, damals waren Behinderte nicht erwünscht. Sie stellten eine Belastung für den Staat dar. Später in Ägypten war das anders. Hier durften Behinderte nicht diskriminiert werden. Behinderte wurden unterstützt. Sie haben in Tempeln oder am Hof des Staates geholfen. Danach veränderten sich wiederum die Bedingungen, zum Beispiel im Mittelalter, wo es um Teufel und Hexen ging. Da wurden Behinderte verfolgt. So ist der Staat in den unterschiedlichen Epochen mit Behinderung unterschiedlich umgegangen. Wenn wir nun zum Beispiel Kriege haben und Menschen Kriegsschäden davontragen, sind sie dann Behinderte oder Invaliden? Wenn wir uns die römische Zeit vergegenwärtigen, sind Soldaten für ihr Land und für ihren Staat in den Krieg gezogen, und kamen sie als Kriegsversehrte zurück, so wurden sie geehrt und hatten einen hohen Status. So muss man sich immer die unterschiedlichen Zeiten genau anschauen.
Das Behindertengleichstellungsgesetz ADA in den USA war damals für die Kriegsversehrten gedacht, um sie wieder zu integrieren. Und mit diesem Gesetz hat man auch die Sinnesbehinderten quasi mitgenommen. In den USA hat das Behindertengesetz, kurz ADA, also grundlegende Veränderungen bewirkt. Über die gesetzlichen Grundlagen hier in Deutschland haben wir ja schon gesprochen. 2017 ist das Bundesteilhabegesetz eingeführt worden, mit dem Ziel, behinderten Menschen die gleichwertige Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Anlässlich des Internationalen Tags der Gebärdensprachen diskutieren wir eigentlich seit Jahren, ob und wie inklusiv und gleichwertig das Leben für Menschen mit Behinderung schon ist. Während wir Gehörlose oftmals ganz brav auf die Erfolge schauen, hat uns Raoul Krauthausen sehr direkt seine ganz andere Perspektive geschildert. Ja, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen erstaunt, wie viel Dankbarkeit hier in der Runde formuliert wird, wie viel schon erreicht wurde. Ich persönlich als hörender Mensch denke eher so, krass, wie wenig wir erreicht haben. Also, dass wir immer noch darüber reden müssen, dass Menschen, die auf Gebärdensprache angewiesen sind, monatelang warten müssen, bis sie einen Arzttermin finden, wo auch ein Gebärdensprachdolmetscher Zeit hat oder eine Dolmetscherin. Oder dass es so umständlich für Menschen ist, irgendwie beim Arbeitsamt oder irgendwie bei der Suche nach einer Ausbildung oder einem Studium die entsprechende Unterstützung zu bekommen, die jedem Menschen in Deutschland zusteht. Und sicherlich haben wir da viel erreicht, aber womit vergleichen wir das? Also vergleichen wir das mit 1920? Ja, okay. Ne? Aber vergleichen wir das irgendwie mit, was ist in den letzten, seit ich lebe, 20, 30 Jahren passiert, finde ich das schon irgendwie ein bisschen beschämend wenig, wenn man mal guckt, wie viel in den USA passiert ist, wie viel in Großbritannien passiert ist. Ich war neulich in Kanada und habe gesehen, dass fast jede verdammte Fernsehsendung mit Gebärdenspracheneinblendung ausgestrahlt wird. Und das gibt es in Deutschland, da reden wir noch nicht mal drüber. Und nochmal zu der Perspektive der Hörenden. Es gibt eine Werbung, die kommt irgendwie jeden Abend kurz vor der Tagesschau, wo ein Hörgerätehersteller sagt, also damit wirbt irgendwie, dass die Hörgeräte so klein sind, dass man sie nicht sieht. Und das ist auch eine Stigmatisierung von Behinderung, nämlich dass man sich dafür schämen muss. Und das ist das, was Herr Trappert gesagt hat, also dass wenn Menschen, die eine Behinderung haben, sich in der Öffentlichkeit schämen müssen dafür, dass sie anders kommunizieren und man das deswegen lieber kaschiert und versteckt, dann zeigt das doch, wie wenig weit wir in unserer Gesellschaft sind. Und könnte man Rollstühle verstecken, würde man wahrscheinlich auch damit werben. Dummerweise kann man das nicht und deswegen sagt man, die müssen halt schön aussehen. Aber für wen? Also wem will ich denn entsprechen? Entspreche ich der hörenden Welt, damit man bloß niemanden aus seiner Komfortzone holt? Oder geht es darum, Kommunikation zu vereinfachen? Und dann sollte es eigentlich egal sein, ob die Dinger versteckt sind. Man kann Hörgeräte ja auch als Schmuck interpretieren und sagen, es ist irgendwie, sieht aus wie ein Ohrring oder irgendwie, ich stehe dazu, hat ein geiles Muster. Aber ich glaube nicht, dass man immer alles verstecken muss, weil damit tut man vor allem den nicht betroffenen Menschen den Gefallen, sich nicht aus der Komfortzone zu bewegen. Und ich denke, gerade wenn wir über Inklusion reden, dann gilt das für beide Seiten, also Betroffene und Nicht-Betroffene, dass wir uns aufeinander zubewegen. Und das heißt nicht, dass behinderte Menschen sich normalisieren. Es geht also auch um Normalität. Das Wort Norm kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Regel. Aber wer bestimmt die Regeln? Wer entscheidet in einer Gesellschaft, was normal ist? Und welche Bedeutung haben Diversität und Vielfalt? Dazu habe ich ein spannendes Interview mit dem Soziologen Clemens Dannenbeck geführt. Es geht aus meiner Sicht grundsätzlich um die Frage von Vielfalt, von Anerkennung von Vielfalt. Menschen sind auf der einen Seite alle gleich in dem menschenrechtlichen Sinn, haben die gleichen Rechte zu haben und sie sind aber auch alle verschieden. Egalitäre Differenz könnte man dazu sagen. Und die Frage ist jetzt, eine Gesellschaft
jede Gesellschaft anerkennt, aber nur bestimmte Formen und Aspekte von Vielfalt. Das ist sehr interessant, sich anzuschauen, welche das sind, die Anerkennung finden. Tatsächlich geht es bei der Inklusion um die Frage, wie die Gesellschaft letztendlich mit Normalität umgeht, mit dem umgeht, was ist legitim, was ist nicht legitim, was ist gesund, was ist krank, gilt als normal, was gilt als nicht normal, beziehungsweise abweichend. Man kann sogar sagen, dass die Behindertenrechtskonvention, klingt vielleicht paradox, gar nicht nur Menschen mit Behinderung im Blick hat, sondern als Menschenrechtsdokument eigentlich alle Menschen. Und wenn man so will, kann jeder aus unterschiedlichsten Gründen in die Situation kommen, vor Teilhabebarrieren sich gestellt zu sehen. Und insofern ist es sozusagen kein Sonderdokument für eine definierte Zielgruppe, nämlich die der Behinderten, sondern es wirft einen Blick auf das Problem, dass, wenn man als behindert gilt in dieser Gesellschaft, man eben vor einem hohen Risiko ausgesetzt ist, vor Teilhabebarrieren gestellt zu sein. In unserem Selbstverständnis sehen wir mit Gebärdensprache uns ja eher als sprachliche Minderheit. Warum wird Gehörlosigkeit noch immer als Behinderung gesehen? Naja, also zunächst mal ist es ja so, dass unsere Gesellschaft so funktioniert und formatiert ist, dass Gehörlosigkeit als Behinderung gilt. Das ist übrigens ja eines der einprägsamsten Beispiele, wo man zeigen kann, dass eine Behinderung ein Ergebnis von einem Zuschreibungsprozess ist. Es müsste nämlich nicht so sein. Ja, es ist ja sozusagen nur dann so, wenn man sozusagen das Hören als das Normale, als den Standard ansieht und das Nichthören als davon abweichend. Was jetzt zunächst mal ganz natürlich klingt, ist aber keineswegs natürlich, sondern setzt sozusagen eine Mehrheitsgesellschaft voraus, die diese Sichtweise auch durchsetzt. Es kommt uns nur deswegen, uns Hörenden, so komisch vor, weil wir eben so stark sind und so überwiegend quasi kulturell auch geprägt sind, lautsprachlich geprägt sind, etc. Wenn wir jetzt uns in eine Deaf-Community hineinversetzen, wo möglicherweise diese Mehrheitsverhältnisse dann anders sind, dann ist durchaus der Gedanke auch ganz normal, dass das Nichthören nicht als ein Defizit, sondern eben und dann kommt man eben zu solchen Ansätzen wie eine spezifische Kultur, spezifische Sprache und so weiter. Und das sind alles Merkmale, die sozusagen eigentlich ein Hörender, der in eine Deaf-Community hineinkäme, zunächst mal als ein Defizit an sich erfahren würde, ne? Das Problem ist ja nicht nur falsche Haltungen oder falsches Bewusstsein oder Vorurteilsstrukturen, sondern es geht tatsächlich um gesellschaftliche Strukturen auch und um die Veränderung von Strukturen. Und da muss man sich fragen, warum sind die so, wie sie sind bei uns? Da habe ich ja vorher schon mal angedeutet, in Bezug auf das Schulsystem muss man sich fragen, was für eine Funktion hat das Bildungssystem, das Schulsystem für eine Gesellschaft, für unsere Gesellschaft? Hat sie die Funktion, ein Maximum an Selbstverwirklichung und an Bildung sozusagen Optionen zu schaffen, oder hat sie vielleicht eher eine Verteilungsfunktion, die sehr darauf aus ist, gesellschaftliche Hierarchien und sozioökonomische Hierarchien auch zu reproduzieren? Die Frage für mich, die in der gesamten Inklusionsdebatte übrigens fast der Hauptkritikpunkt, den ich habe, viel zu kurz kommt, ist, sind wir wirklich eine Gesellschaft, die Inklusion will? Oder leben wir nicht in einer Gesellschaft, die eigentlich praktisch das Gegenteil will? Also inwiefern verträgt sich eigentlich der Inklusionsgedanke mit einer sich zunehmend marktradikalisierenden, liberalen, marktförmig gestalteten Leistungsgesellschaft beispielsweise? Und welche Entwicklungen haben wir da zu beobachten? Ja, und
Deswegen bin ich ja immer so skeptisch, wenn so viele Leute in so vielen Situationen so häufig von Inklusion reden, die quasi schon erreicht sei oder kurz davor sei zu erreichen. Ich glaube, es gibt einen grundsätzlichen Widerspruch zwischen dem, was gesellschaftlich letztendlich gewollt wird und was sozusagen mit Inklusion letztendlich beabsichtigt ist. Es geht also um gesellschaftliche Strukturen und deren Veränderung. Wenn wir bei den Jüngsten in der Gesellschaft, den Kindern, anfangen, können wir am ehesten etwas bewegen. Wenn also schon im Kindergarten oder der Grundschule ein offener Umgang mit Andersartigkeit gepflegt wird, wachsen diese Kinder mit einem ganz anderen Bewusstsein von Diversität auf. Dann können wir eine neue Normalität gestalten. Grundschule in Kaufering, 60 Kilometer entfernt von München. Ingo Langlotz arbeitet seit vielen Jahren nebenberuflich als Dozent für deutsche Gebärdensprache. Henriette Belz ist Direktorin und unterstützt es, dass Kinder an die Gebärdensprache herangeführt werden. Wir hatten damals ein gehörloses Kind, das inklusiv mit Gebärdendolmetschern unterrichtet wurde. Und dann hat es sich angeboten, dass man sagt, dass die anderen Kinder auch verstehen lernen, was da eigentlich passiert, wie die miteinander reden. Und dann haben wir eben versucht, einen Gebärdensprachlehrer zu finden, haben wir mit Herrn Langlotz gefunden. Und dann haben wir eben diese Gebärdensprachkurse durchgeführt, zum Schluss an der ganzen Schule mit allen Klassen. Die Kinder waren begeistert, die haben immer von vornherein mitgemacht. Eltern und Kollegen waren am Anfang manche etwas kritisch, ob da wichtige Unterrichtszeit verloren geht. Aber nachdem es mal am Laufen war, waren alle sehr begeistert davon. Mir gefällt das sehr gut, weil man dann auch Gebärdensprache sprechen kann, weil das auch Spaß macht, wenn man das lernt. Es ist richtig schön, ich mag es. Warum? Weil es einfach Spaß macht, das zu lernen. Und wenn andere gehörlos sind, dann kann ich denen bei irgendetwas dann helfen. Weil ich es halt so cool finde, dass man da halt dann wieder auch eine neue Sprache lernt. Und das finde ich halt so gut. Bei meinem Unterricht mit Erwachsenen vermittle ich mehr alltägliche Dinge, wenn ich zum Beispiel an der VHS oder in Firmen bin. Bei Kindern ist das ganz anders. Man muss sich bei Kindern noch mehr anpassen, zum Beispiel mit dem, was sie mögen, also Geschichten, Tiere oder wenn sie Fußball mögen. Ich schaue, was sie wollen. Wenn Sie eine Geschichte mit einem Hasen erzählt bekommen möchten, dann mache ich das und zeige Ihnen die Gebärden dazu. Kindern kann man damit eine Freude machen und sie dadurch sehr gut motivieren. Ball, Schlag! Es ist wirklich eine Vielfalt an Sachen. Also das ist auch für die ganze Konzentration, für die Motorik, für alles. Es ist so eine Rundumförderung, die die Kinder damit haben, was ich mit keiner anderen Sprache abdecken kann. Das Beispiel der Grundschule in Kaufering zeigt, dass ein einziges gehörloses Kind ein Umdenken an der ganzen Schule ermöglicht hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Gebärdensprachdozent Ingo Langlotz bislang ausschließlich aus Spenden finanziert wird. Eine Verbesserung für das Schulsystem haben sich viele von der Empfehlung der KMK erhofft, denn die Kultusministerkonferenz hat im Oktober 2021 ihre Empfehlung veröffentlicht, DGS als Wahlfach oder Wahlpflichtfach einzuführen. Theoretisch eigentlich gut. Die Umsetzung dieser Entscheidung liegt allerdings bei den Kultusministerien der einzelnen Bundesländer. Auch wenn die Empfehlung der KMK nicht auf den Primarbereich, also die Grundschule, bezogen ist, wie geht das bayerische Kultusministerium mit der Empfehlung der KMK um? Und welche Haltung hat der Bayerische Lehrerverband dazu? Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz vom 7. Oktober 2021
sind auch für Schulen in Bayern eine wertvolle Hilfestellung. Die Einrichtung des Wahlfachs DGS erfolgt demnach in Bayern im Rahmen der jeweiligen schulischen Eigenverantwortung. Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband. Wie steht die Präsidentin Simone Fleischmann einer möglichen Einführung des Unterrichtsfaches DGS gegenüber? Wir Lehrerinnen und Lehrer lernen das nicht. Also in der ersten Phase der Lehrerbildung gibt es die Gebärdensprache so nicht. Ich glaube, es braucht diese Profis und es braucht dann diesen Spirit. Das bedeutet ja was. Wenn wir das an der Schule als ein Angebot haben, dann heißt das, wir sind aufgeschlossen für Kinder, die anders kommunizieren und wir lernen das. Wie wunderbar ist das denn, wenn die Kinder von heute für eine ganz vielfältige Gesellschaft von morgen die Ressourcen lernen, mitkriegen. Wir haben über 6.000 Schulen hier in Bayern. Wenn man das Fach dort verankert, brauche ich die Lehrer, ich brauche die Materialien, ich brauche die Zeit und dann geht's schon los. Dann heißt es on top oder was kommt weg? Und das ist die falsche Diskussion. Die richtige Diskussion ist, wir wollen das integrieren als Querschnitt in unser tägliches Miteinander und dazu braucht es ein Bekenntnis. Es geht also immer wieder um Strukturen, Rahmenbedingungen, personelle und finanzielle Ausstattung und den politischen und gesellschaftlichen Willen, das zu organisieren. Neben den Regelschulen sind gleichzeitig auch die Gehörlosenschulen von diesem KMK-Beschluss betroffen. Dazu habe ich mit Christian Borgwardt von der Elbschule Hamburg folgendes Gespräch geführt. Hallo. Hallo. Die Empfehlung der KMK liegt vor. Welche Auswirkungen hat sie für deine tägliche Arbeit an der Schule? Für die Elbschule in Hamburg hat sie keinerlei Auswirkungen. An unserer Schule wird schon seit längerer Zeit das Fach DGS unterrichtet, also in meiner Abteilung der Gehörlosenschule. Für andere Bundesländer, in denen das nicht der Fall ist, hat die Empfehlung sicherlich Auswirkungen. Für uns ergibt sich deshalb kein Vorteil, weil die DGS noch nicht als Fremdsprache anerkannt wird. Somit wird das Fach so bewertet, wie wir es ohnehin schon bisher bei uns umsetzen. Wir haben genau diese Frage, warum die DGS nicht als Fremdsprache anerkannt wird, der KMK gestellt. Schriftlich haben wir folgende Antwort erhalten. Die Frage nach der DGS als Fremdsprache wurde intensiv in den verschiedenen Gremien der Kultusministerkonferenz diskutiert. Auch unter Anhörung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und betroffenen Verbänden. Das Ergebnis der mehrfachen Prüfung ist abschlägig ausgefallen, aufgrund deutlicher Unterschiede zwischen DGS-Unterricht und Fremdsprachenunterricht hinsichtlich des interkulturellen Bildungsgehalts sowie der Schriftlichkeit. Für Fremdsprachenunterricht ist insbesondere die Ausbildung interkultureller Kompetenzen zentral, wohingegen Schülerinnen und Schüler im DGS-Unterricht einer anderen nationalen Gebärdensprache lediglich phasenweise begegnen. Eine eigene Schriftlichkeit ist im DGS-Unterricht nur marginal vorhanden, bzw. ist in Ansätzen in Form von Glossen-Notationssystemen zu erkennen. Dieses Prüfungsergebnis wurde in der Folge mehrfach bestätigt. Bestrebungen, die DGS als Fremdsprache anzuerkennen, bestehen nicht. Für betroffene Schülerinnen und Schüler können weiterhin Einzelfalllösungen in den Ländern gefunden werden. Bei der Argumentation führt die Kultusministerkonferenz zwei Sachverhalte auf. Die nicht vollständige Schriftlichkeit der DGS und dass eine interkulturelle Kompetenz nur geringfügig vermittelt werden kann. Wie siehst du diese Argumente? Ich bin etwas überrascht. Denn die zwei Argumente, also die Schriftlichkeit und die interkulturelle Kompetenz, wurden von der KMK bereits vor 2 oder sogar vor 3 Jahren aufgeführt. Darüber haben wir schon diskutiert und die Themen waren längst abgehakt. Jetzt werden sie wieder genannt. Das wundert mich. Warum die KMK das tut, weiß ich nicht. Andererseits gibt es mit Berlin bereits ein Bundesland, welches schon die Regelung hat, dass bei hörgeschädigten oder hörbehinderten Schülern unter bestimmten Voraussetzungen, wenn also DGS in entsprechendem Umfang als Wahlpflichtfach belegt wurde, DGS auch als zweite Fremdsprache für die Prüfung anerkannt wird. Hier gibt es also schon eine juristische Grundlage. Die anderen Bundesländer haben das noch nicht, so wie wir in Hamburg zum Beispiel.
Wenn also von Seiten der KMK die Botschaft käme, dass DGS als Fremdsprache anzuerkennen sei, hätten die Bundesländer die Aufgabe, DGS als Fremdsprache im Bildungsplan zu entwickeln. Das würde die Arbeit sehr erleichtern. So müssen wir also in unserem eigenen Bundesland noch mehr dafür kämpfen und weiter Überzeugungsarbeit leisten. Die Empfehlung der Kultusministerkonferenz fühlt sich also eher wie eine Mogelpackung an, weil sie keine verbindliche Vorgabe für die Anerkennung von DGS als Fremdsprache formuliert hat. Obwohl die DGS längst anerkannt ist, bleibt sie weiter nicht gleichberechtigt. Und wenn ich mir nochmal die Aussagen von Clemens Dannenbeck ins Gedächtnis rufe, gibt es in unserer Gesellschaft zwischen Aussage und konkretem Handeln vielleicht einen Widerspruch? Heute am Internationalen Tag der Gebärdensprachen richten wir unsere besondere Aufmerksamkeit auf all die Menschen, die ihre Sprache mit ihren Händen, ihrer Gestik und Mimik formen. Viele hörende Menschen in unserem Land wissen noch immer wenig über die Gebärdensprache oder sie machen sich ganz falsche Vorstellungen davon. Die deutsche Gebärdensprache ist zum Beispiel keine Fremdsprache. Sie ist Deutsch. Und sie ist auch kein Nischenphänomen, sondern eine Sprache mit einer eigenen Kultur. Vor allen Dingen aber gehört die Gebärdensprache zu unserem Land. Sie gehört in unseren Alltag, mitten in unsere Gesellschaft. Gebärdensprache ist für alle da, weil sie Barrieren zwischen den Menschen überwindet. Wir alle sind gefordert, die Barrieren niederzureißen, die es, allen Fortschritt zum Trotz, immer noch gibt. Und es gibt sie in Ämtern, Behörden, Arztpraxen, Krankenhäusern, Firmen und Vereinen. Auch das Bundespräsidialamt ist da noch nicht in allen Belangen perfekt, aber wir wollen und müssen besser werden, denn unsere Demokratie braucht Barrierefreiheit. Sie lebt davon, dass Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam am öffentlichen Leben teilnehmen können. Als Bundespräsident ist mir heute diese Botschaft wichtig. Egal, ob Sie gehörlos sind oder nicht, ich stehe an Ihrer Seite, wenn Sie für weniger Barrieren und für mehr Gleichberechtigung kämpfen. Wenn Sie auf die besonderen Belange von Menschen mit Behinderungen hinweisen, wenn Sie sich Gehör verschaffen für eine bessere Gesellschaft für alle Menschen mit und ohne Gehör. Sie alle haben meine Anerkennung, Sie haben meine Solidarität. Sie, ich, wir alle sind die Gesellschaft. Und wir alle können den Bundespräsidenten ernst nehmen und uns in unserer Gesellschaft für das Recht auf Bildung mit Gebärdensprache, Chancengleichheit, Teilhabe und Gleichberechtigung engagieren. Mit vielen kleinen Schritten können wir die Gesellschaft verändern. Tschüss, bis zum nächsten Mal.